Sie kommen aus der ganzen Schweiz. 7 Landfrauen aus 7 Regionen. Kochen und Essen, das ist ihre Leidenschaft. Und sie stellen sich einem Wettbewerb um die beste Regionalküche. Mit dabei sind Christina Egger aus Zielschlacht im Thurgau. Aus Bus im Basuland die Caroline Schweizer. Anita Mosimann aus Affoltern im Emmental. Auch dabei sind Conny Hildebrand aus dem zürcherischen Tüfen, Karin Caminada aus Almens im Bündner Domleschg, aus Rickenbach im Kanton Solothurn die Katrin Kisling und aus dem Murtatal im Kanton Schwyz die Yvonne Heinzer. Das ist SRF bei den Leuten, Landfrauenküche. Im Emmental steht auf fast jedem Hocker ein Baum. Das Emmental ist auch für die grossen Bauernhöfe bekannt. In Affoltern steht eines der 6 ältesten Häuser in der Region. In diesem Haus ist die Landfrau Anita Mosimann daheim. Sie rüstet Sellerie für die Vorspeise für das Landfrauenessen. Unterstützt wird sie von ihrer Cousine Jeanette Krummenacher. Die 2 sind voll bei der Sache und reden fast nichts. Ja, wir kochen natürlich ganz klar nicht gleich wie sonst. Das ist schon so. Ich denke, es geht auch ein bisschen um etwas, dass man dort hier das probiert, das Möglichste zu geben. Und wir kämpfen jetzt für das. Das Postauto mit den anderen 6 Landfrauen ist schon ganz in der Nähe. Natürlich rätseln Konkurrentinnen, was Anita heute kocht. Salatli? Ja, das kann sie, dass sie Salat macht. Ich glaube nicht, dass sie Suppe macht. Das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Sie ist eine, die kocht aufs gerade wohl hin und was gerade rum hat und ändert so. Aber sicher nicht nach genauen Rezepten angehen, glaube ich. Und einfach und rustikal. Ja, genau. Ich glaube, sie ist schon ziemlich mit allem fertig und noch am Warten auf uns. Ich habe das Gefühl, die haben voll das alles im Griff. Ich glaube, sie hat es schon auch im Griff, aber ich glaube, sie ist noch ein bisschen etwas am Machen. Ja, mal, ich denke schon, ganz schon fertig ist sie noch nicht. Richtig, Anita hat alles im Griff. Ja, ich habe 3 Jahre mal gewirtet. Und da ist einfach die Routine halt ein bisschen, die nachher selber mitmacht. Oder einfach die Geschwindigkeit, weil du einfach parat musst sein. Routine hin oder her. Anita ist nervös. Das ist einfach viel. Ja, das kannst du nicht tun. Beide sind sehr konzentriert. Gibt es noch etwas zu schneiden? Da hat er das Zeug da ein bisschen versorgen. Ja, sonst kannst du ja den Röseli-Köhli reinnehmen. Also. Das Ei, das sie durch die Zwiebel drückt, kommt in die Tartarsauce, die zur Hauptspeise gehört. Die Landfrauen haben eine klare Vorstellung, was bei der Anita auf den Tisch kommen könnte. Ich denke, es gibt ein Mockenfleisch. Also ein Kotelett oder so. Einfach ein Stück Fleisch macht sie ganz. So wie sie immer erzählt hat, dass sie Fleisch auf dem Tisch hat. Sicher ein Fleisch. Also ich habe das Gefühl, es gibt sicher keinen Fisch oder kein Huhn. Für einmal sind die Landfrauen auf dem Holzweg. Es gibt Fisch, ein Regenbogenforellenfilet. Also ich denke, die Landfrauen sind sicher sehr überrascht, dass es im Emmental bei Anita Fisch gibt. Gerät rausnehmen ist eine heikle Niffeli-Arbeit. Und Anita weiss nicht mal, ob die Landfrauen Fisch gerne haben.
Dann kommen sie auf der Tanne an. So heisst der Hof von der Anita. Hallo! Alles gut? Hi, Anita! Herzlich willkommen im Emmental. Ich darf mich hier vorstellen, das ist der Simon, unser Sohn, und der Aschi, mein Mann. Wir haben euch hier ein Apparat-Zweig. Danke. So schön. Hat jemand sonst? Nein, ist gut. Ja, ich bin halt nicht so der Blümler und Eine gute Idee. Wenigstens beim Apero werden die Erwartungen an das Emmental erfüllt. Es gibt Emmentaler. ich gehe kochen, ne? Seit 5 Jahren ist Anita Imkerin. Heute hat sie 11 Völker. Es ist das gemeinsame Hobby von ihr und ihrem Mann Aschi. Hast du noch viel? Ja. Das ist alles voll. Ja. Wunderschön. Komm. Wie die Bienen teilen sie die Arbeit nach ihren Stärken auf. Alleine geht es nicht. Sie kann die Finger brauchen. Und ich habe 2 linke Hänge. Ich kann die Zange nicht haben in der Hand. Aber sie ist für das super. Sie hat mehr Kraft in den Hängen als ich. Und ist ruhiger. Schwein gehabt, du. Heute hat mich noch Käse gestochen, hast du gesehen? Aber jetzt erleidet es einfach langsam. Es ist die letzte Ernte Waldhonig von diesem Jahr. Wie viel hast du jetzt? Ja, das sind immer gut 20 Kilo. Nach dem Saubermachen vom Bienenstock gewinnt Anita der Honig. Die Bienen faszinieren sie. Wie das Bienchen arbeitet und Tag und Nacht arbeitet und eigentlich nie sagt immer nicht mehr. Solange es gesund ist und es ihnen gut geht, die arbeiten immer. Und mir hat einfach die Gesundheit ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich wäre schon so eingestellt, dass es eben ohne Arbeiten gibt es nichts. Und wenn man wirklich arbeitet, dann kann man sehr viel erreichen. Bei der Anita hat man vor 5 Jahren Multiple Sklerose diagnostiziert. Das ist eine Muskelkrankheit, die sie körperlich sehr einschränkt. Mittlerweile kann sie nur noch die Mastkälber futtern. Aber auch das nur dank dem Milchtaxi, ihrem elektrisch betriebenen Rollator, wie sie dem sagt. Ich habe einfach 24 Stunden lang Schmerzen in den Beinen. Das heisst, es fühlt sich an, so wie ich einfach grosses Muskelkater habe. Und dann gibt es mir manchmal so Krämpfe, wo ich einfach kurz warten muss, bis das löst. Und man kann nichts machen. Ausser einfach lösen. Oder es gibt auch gute Medikamente mittlerweile, aber bis es halt gewirkt hat und bis das sich muss man einfach kurz still haben. Fertig. Und dann habe ich hier wieder so ein Säckchen, wo ich kurz ein bisschen warten kann und schauen, wie es ihnen geht. Und ein bisschen still haben, schnell. Ja. Das Akzeptieren ist etwas vom Schlimmsten und das Schwierigste. Die Schmerzen, ich habe ja täglich Schmerzen, aber das ist Bagatell gegenüber das, sich zugehen. Und ich bin so ein ehrgeiziger Mensch. Und dann sagen, es geht einfach nicht, das hat manchmal hart. Aber das ist dann, wird dann nicht fast mehr über mich selber auf eine Art tauben, dass es jetzt nicht geht. Das ganze Umfeld kann nichts dafür. Ich werde über mich selber denken, warum geht es jetzt nicht? Und das hat manchmal schon hart, das ist so. Komm!
Mosimas haben rund 80 Rindviecher auf 35 Hektaren Land zum Bewirtschaften. Das ist viel Arbeit für einen Aschi allein, seit der Diagnose. Du musst das Leben weiterhin leben. Auch mit MS kannst du leben. Schlimm ist, dass du tagtäglich siehst, Schmerzen haben und leiden. Das tut mir vielleicht fast mehr weh, als ihr, der die Schmerzen hat. Und nachher manchmal sieht es aus, wie der Bösheit wärst und so halb pushst. Sagst du, jetzt müssen wir gleich. Und das ist schon noch so ein schwieriger Schritt. Und ich glaube, bis jetzt haben wir das einigermaßen über die Bühne gebracht und haben uns jetzt diesem Betrieb die Existenz sichern. Und wie es weitergeht, weiss niemand. Und dann müssen wir dann wieder schauen. Komm. Dank dem Quad ist Anita mobil. Zusammen mit dem Sohn Simon fährt sie zu ihrem Paradiesli. Sie haben 2 kleine Fischteiche. Anita will zum Hauptgang Forellenfilet auftischen. Die müssen sie heute fahren. Ist Routine schon drin? Ja, nein, ich bin auf dem Insel, Simon. Vielleicht gibt das nichts Nacht. Das gibt dann vielleicht nichts. Je nach je. Der Teich ist voll von Regenbogenforellen. Jetzt muss man sie nur noch fahren. Ich habe einen. Jetzt tust du einfach einziehen. Einziehen. Langsam. Langsam einziehen. Du siehst nicht, ich sehe gar nichts. He? Ja, ich sehe ihn. Langsam, langsam. Und Fisch. Komm. Langsam. Komm noch ein bisschen. Hast du ihn? Ja. Ja. Achtung. So. Ja, dort kann es eben nicht. Ich kann sie fahren und metzgen, aber für dort sind wir natürlich ein gutes Team. Dort habe ich dann Simon, der mir helfen. Der erste ist gängig einfach und dann, die sind nicht dumm. Merken sie, dass da etwas anderes ist. Sie haben einfach das Gefühl, sie können uns versäckeln. Hallo? Zum Teufel. Ich habe einen. Machst du? Wenn ich einen habe. Ich komm. Komm, dann wieder ein bisschen hier rüber. Oder auch nicht mehr, gerade mit Bäuerli. Für das Landfrauenznacht braucht es 3 Fische. Jetzt haben sie aber erst 1 Forelle. Ui. Simon hat einen, ja. Du bist gut. Warte, ich komme da raus. Kommst du auch rüber? Ja. Am Fisch. Gut, du willst rüber. So, weißt du, der Dings. Der Schnabel. Geh du mir heim. Zweites Fisch. Ich muss noch haben, es geht noch gar nicht fertig. Ich weiss nicht, vielleicht tust du noch ein bisschen weiterfahren. Dann kann ich dem Aschi vielleicht noch ein bisschen helfen. Oder vor allem diese 2 Affen metzgen. Paniertes Forellenfilet steht auf dem Landfrauenmenü. Sie braucht 3 Forellen und hofft darum auf Simon. Ich habe noch einen gefangen. Hey, Simon! Noch ein bisschen, fast auch wieder grösser. Du bist gut. Jetzt gibt es Nacht. Ja. Danke schön. Super. Wow, schön auch, hä?
Die Filet legt Anita in die Tiefkühle. Oh. So bleiben sie frisch und sie sind nachher auch einfacher zum Entgräten. Der Simon ist ihr einziges Kind. Er ist nur noch in den Ferien daheim. Vor 2 Monaten hat er die Lehre angefangen und ist ausgezogen. An die neue Situation hat sich vor allem Anita ein bisschen gewöhnen. Am dümmsten habe ich ja schon getan, dass der Simon nicht mehr da ist. Aber man kann dort auch sich damit nachher befassen. Und es ist Realität und es ist so. Und, aber ja, das ist halt schon so. Ich meine... Ein bisschen von den Füßen ist jetzt fort. Ja. Er ist natürlich viel gesäckelt. Ja. Zweckgetragen, wo jetzt fehlt. Wo Ja, entweder bleibt sie oder geht es nachher über an mich. Ja, oder auch sonst einfach allgemein, nicht einmal nur deswegen, sondern einfach auch... Ja, ich war halt schon ein Glucker. Oder bis halt gäng noch. Die traditionellen Jasseben sind selten geworden. Umso mehr freut es alle, wenn der Simon wieder einmal daheim ist. Unser Hund oder die Katze, die haben sich natürlich gefreut. Und ja, die Mutter und Vater haben sich auch gefreut. Ich mich auch. Aber Schaufeltrumpf. Ich komme. Du kommst? Ja. Nee. Ich habe gut. Nein. Ja. Mo. Das 3. Am nächsten Morgen. Der Aschi handelt nebenbei mit Vieh. Darum ist er immer wieder unterwegs. Eigentlich wollte er Koch werden. Weil der Bruder das Bauern gelernt hat angefangen zu lernen, habe ich gesagt, dann tue ich etwas anderes. Und als Koch kann ich ihm nachher zwischen helfen. Und er ist nachher im 82 tödlich verunglückt. Und darum bin ich nachher umgestiegen von Koch auf Bauer. Heute muss er 2 von seinen Gusti zurückholen. Grüß dich, Barbara. Ja, Aschi. Futter habe ich natürlich auch nicht wahnsinnig, aber wenn du nur das Grosse nehmen. Aber wie soll ich sagen? Nein, dann nehmen wir die beiden. Ja. Das ist gut. Oh. Komm. Das Gusti war länger als ein Jahr bei der Barbara in der Aufzucht. Jetzt muss es heim. Es ist trächtig. So ist gut. Am 2. Gusti würde es hier gefallen. Hopp. 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 Wenn sie nur Rädchen hätte, die Kühe. Hopp. Barbara. Nein, musst nicht mehr. Ich habe es angebunden. Das wäre wieder der vom Kaffee. Komm. Die geht selber rein. Wir gehen den Kaffee nehmen. Komm, Barbara. Komm. Sagst du, mit Kaffee kann man Kühe lassen. Auf der Tanne schneidet Anita Krautstille für das Mittagessen. Schön hat man den Herbst noch diesen Wein im Garten Gemüse. Eigentlich bin ich eben nicht so eine typische Landfrau. Ich habe nicht so einen grossen Garten. Ich bin eben lieber fast ein bisschen um die Tiere herum, wenn ich mehr da so mit dem Gemüsigen und Blumigen mache. Hast du es gesehen? Chirin? Ja. Nein, jetzt habe ich gerade nichts geachtet. Schaust du ja ein bisschen. Irgendwie ist dort etwas am Tun. Wo ist sie denn? Eine von ihren Kühen, Chirin, ist trächtig und sollte heute kalbern. Das Kälbchen kommt auf die Welt, wenn es kommen will.
Aber wenn es dann nicht vorwärts macht, müssen wir sie jetzt Mittag reinlassen und mal Geburtskontrolle machen und heute einmal schauen, ob alles überhaupt in Ordnung ist. Ja, ich schaue ein bisschen, ja. Hä? Das ist gut, ja. Prima, danke. Anita kocht gern. Neben Gemüse gibt es bei Mosimas immer auch eine zünftige Portion Fleisch. Heute gibt es Schweinsgeschnetzelt nach Tessinerart. So, wieder weiter kochen, gut. So. Shirin lässt Anita keine Ruhe. Kalbert eigentlich die Shirin noch nicht? Sie hat Nerven. Hat sie Nerven? Okay. Wie viel willst Ja, das tut mir jetzt gut, dann können wir essen. Und Jetzt müssen wir dann schauen, Nachmittag, ob Ja, man sie muss reinnimmt. Zuhören. Gut. Einen guten zusammen. Gut, dann zusammen. Heiß, gell? Oh ja. Ja, kann ich kalt kochen. Über Mittag bleibt es ruhig. Irgendwie jenseits ist das. Soll ich Martin anrufen? Nein, jetzt warte doch. Der Aschi will zuerst selber schauen, ob er der Shirin helfen kann, ohne dem Tierarzt zu rufen. Kalt kann ich, aber nicht dort, wo ich reinkomme. Das kann ich Ja, nicht. kannst du Martin anrufen. Ist nichts, hä? Ja. Ich finde keine Lösung. In der freien Natur ging jetzt das 2-3 Tage und nachher wäre auf das Mal das Kalb kaputt und die Kuh auch. Ja, dann können wir weitermachen, bis der kommt. Das geht mehr als eine halbe Stunde, Simon. Ja. Es gibt viel zu tun und vorzubereiten. Darum wollen sie die Zeit nutzen. Der Tierarzt kommt dann. Unter der Anweisung von der Anita muss Simon die Strohbauen im Vorgarten platzieren. Da will Anita das Apero für die Landfrauen aufstellen. Es muss perfekt sein. Welchen Weg? Da muss sie noch so, oder? Sie kommen von da und ich glaube, da ist Platz. Ja, dann tue ich da so, weißt, so drauf. Ein bisschen so. Aua, weiss ich nicht mehr. Gut. Auch der bald 500 Jahre alte Hof haben sie rausgeputzt. Das typische Emmentaler Haus ist seit über 100 Jahren im Besitz der Familie Mosima. Ja, so ein altes Haus hat natürlich schon seine Tücken für zu Raum zu putzen. Und vor allem, du kannst putzen und aufgeräumt haben. Und dann geht es 2 Tage und nachher siehst du wieder überall Spinnenweb und wieder überall Ködert. Und es ist nicht gleich einfach wie etwas, das du neu putzen kannst. Tagelang haben der Aschi und der Simon die Tannen für die Landfrauen auf Hochglanz poliert. Es ist ja schon schön, ist das schützenswert und es ist ein schönes Haus und es ist alles gut und recht. Aber wenn man etwas bauen will, dann ist ganz klar, wo sie dann sagen, ja, das dürft ihr nicht, das ist schützenswert, das muss so bleiben. Ja, das macht halt auch ein bisschen gegeneinander. Ja. Simon, warmes Wasser rauslassen. Ja. Wenn sich jetzt gekehrt und alles gut ist, ist auch gut. Das wäre auch schön, ja. Ja. Hier hat Überwurffenster. Ist es so? Okay. Die Gebärmutter und das Kalb, alles miteinander gedreht. Ja. So. Jetzt hätten wir es auch verdreht, das Kälbchen. So. Jetzt ist die Lage jetzt normal. Es kommt für den Dienst. Schon, hä? Schon alles gut, ja. Jetzt lassen wir es alle machen, gell? Ist gut. Und wenn es bis in 2 Stunden nicht vorwärts geht, dann sagst du es noch einmal. Jetzt ist die Lage normal. Es sollte eigentlich so gehen, he? Gut. Top. Leben tut's. Leben tut's, ja. Jetzt gibt es nichts anderes als warten. Warten, bis die Shirin so weit ist.
Und dann, mit der Unterstützung vom Geburtshelfer Aschi, geht's schnell. Enjoy! Mit der Schiene hat er gerade eins getatscht. Oh je. So, komm, fertig jetzt. Los, sie hat nicht Freude. Ein gesundes Kälbli. Ein gutes Ende für einen Straubentag. Eriswil in der Nähe von Affoltern. Da ist heute eine Viehshow. Rund 180 Kühe werden begutachtet. Überall wird noch geputzt und gestrahlt. Schliesslich will man später im Ring eine gute Figur machen. Das interessiert auch Anita. Sie selber hat einmal eine Kuh im Stall, die Miss Olma wurde. Ja, so eine Viehshow ist natürlich etwas, das ihm enorm ein bisschen aufzieht. Das ist halt einfach... Wir leben ein bisschen für das und das ist immer schön, wenn man das schauen kann. Sali, Aschi, schön habt ihr hier. Im Emmental kennt man sich. Es ist wie eine kleine Familie. Die Familie ist natürlich das Grösste. Und wenn man das dann noch teilen kann mit der Familie, so eine Viehshow und einen Junior hat, der jetzt das Bauern lernt und auch Freude hat. Er hat zwar sehr Freude an der Maschine, aber jetzt mittlerweile hat er, wie länger sie mehr Freude an den Tieren selber auch. Und sieht sicher jetzt auch ein bisschen auch schon anders. Und das ist natürlich ideal. Zuerst habe ich so gedacht, ich wollte mich lernen. Dann habe ich gleich gedacht, Tiere fehlen mir auch gleich an. Nein, das kannst du dann noch anheichen. Und das kann ich dann noch anheichen. Der Aschi und Anita haben sich vor 20 Jahren lernen kennen. Er war eigentlich mal angestellt bei mir. Knecht. Der Aschi hat seine Arbeit gemacht und nach 2,5 Jahren hat es gefunkt. Dann nämlich hat er gewusst, wie er seine Herzdamen überkommt. Nein, wir haben zusammen Küche gezeichnet, gell? Aber ich habe sie nie gezeichnet für mich. Und irgendwie hast du mal mit ihr Blättchen rauslesen und ja, dann habe ich gefunden, nein. Das wäre der Liebe auch noch gewesen. Und am Schluss habe ich gesagt, nein, wenn jemand Blättchen rauslässt, sie bis jetzt auch. Geheiratet haben sie im Sommer 2002. Aber ich habe das Gefühl, es gibt noch etwas Besseres. Und das habe ich bis heute noch nicht gefunden. Und ich glaube, ich suche auch nicht mehr. Das ist vielleicht auch nicht wahr. Zurück daheim in der selber entworfenen Küche spielt Anita mit Ballon. Das geht eben eigentlich das Überraschungsdessert. Wir täten hier vorbereiten für die Überraschungsdessertskugeln. Ich habe mir dort so ein Ei gelegt, das noch nicht funktioniert. Und darum machen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 haben wir noch. Also wir machen Menge Kugeln, dass wenn wir den Ballon verjagen, dass wir irgendwann müssen wir einfach 6 schöne Kugeln haben. Die Kugeln sind aus Schoki. Für das es klappt, muss die Temperatur der Schoki stimmen. Zwischen 30 und maximal 32 Grad. Ja, nein. Ich hoffe schon, dass es geht eigentlich. Aber ich bin der Meinung, ich sei schon noch so ein Bastler-Typ, wo ich das Gefühl habe, das geht. Das beste Dessert, was es gibt. Das kannst du nicht ganz dünken. Siehst du, das musst du nicht so abbuchsen wie ich vorhin. Ja, das kommt gut. Ich mache noch einen Ballon. Janet ist gelehrte Konditorin. Die richtige Wahl als Küchenhilfe.
Das ist Hammer. Jetzt muss die Jockey abkühlen und schon kommt die nächste Herausforderung. Das geht nicht. Darf ich? Ja. Ich glaube es nicht. Schau mal, die Löcher. Schau, jetzt ist sie kaputt. Egal, Löcher darf die Schokokugel sowieso nicht haben. Die mit dem gelben Ballon sieht viel besser aus. Yeah. Das ist cool, hä? So. Jetzt noch ein bisschen Goldstaub oben drauf und die Landfrauen können kommen. Ja, wir bringen es her. So, liebe Frauen. Anita hat mich hier ein Stübchen zweckgemacht. Wow. Wow. Mega schön. Schön, schau mal, wie schön. Gibt es echt gleich Fisch, du? Und ich habe Bist du gesagt, nicht da drinnen? du hast gesagt, es gibt sicher keinen Fisch. Ja, jetzt. Ja, ich auch. Sehr. Ja, also ich glaube, es gibt gleich noch Fisch, nicht? Also wenn es hier Fisch gibt, Der versteht die Welt nicht. Nein, ehrlich? Welches Teich sieht aus, wo man da Fische? Das Menü ist sehr unerwartet gekommen. Ich hätte nie im Leben mit dem gerechnet, dass es Fisch gibt. Und wir haben alle gesagt, ja nein, sicher kein Fisch. Und super, sie hat Fisch gemacht. Das war eine riesen Überraschung. Ich habe gestaunt. Sie hat aber auch wirklich nie erwähnt, dass sie so eine Seele hat, wo sie einmal Forellen fischen kann. Darum haben alle immer das Gefühl, sie macht irgendein Mocken Fleisch. Sie hat immer ein bisschen von Fleisch erzählt. Da hat sie es also echt ein bisschen in das Licht geführt. Meine Frauen? Fische. Habt nicht gedacht, was es gibt? Wir haben selber eine Seele hier im Wald nieder. Und haben dort Forellen drin. Und ich dachte, das sage ich nicht vorher. Zur Vorspeise gibt es eine Sellerie-Cremesuppe mit Kräutertannenbäumchen. Oh. Zum Hauptgang ein paniertes Forellenfilet mit Tartarsauce und einem Herdöpfel Röseliköli gestampft. Und zum Dessert, das ist ein spezieller, der schwimmt ein bisschen auf diese Seite. Ein Überraschungsdessert mit Schuss. So gut. Ich hoffe, es schmeckt euch. Habt einen guten. Danke. Viel Spass. Mach's gut. Zur Vorspeise gibt es eine Sellerie-Cremesuppe. Jede bekommt genau gleich viel. In der Küche wird immer noch nicht viel geredet. Seid ihr schon noch? Ja. Die Anspannung ist hoch, auch beim Aschi. Oh, der hat Ja. das Tandli Das gegen einfach so 10. herstellen, nicht mehr anders anrühren. Ist gut so. Ich habe Platz gemacht. Oh! Wow. Das sieht gut aus. Sehr schön. Tannenbäume. Das ist eine gute Idee. Sicher ein Standli runtergefallen. Ein Standli runtergefallen? Nein, ich habe einen Krampf in den Finger. Das Hebelgewicht. So. Weißt du, wie glättig ist die Kette? Wir schauen nachher auf die Finger, die sind sicher... Gut. Danke vielmals. Zu der Sellerie. Dankeschön. Ja, sicher. Schau mal. Die Landfrauen bewerten jeden Gang nach Geschmack, Präsentation, Kreativität und ob Esswaren aus der Region und saisonal sind. Die Ergebnisse bleiben bis zur Finalsendung unter Verschluss.
Pfanne füllen. Also zur Vorspeise hat es Sellericremesuppe, die war wirklich fein. Heiß, ich liebe das. Ich hasse Suppen, die so lauwarm sind. Ich finde das wirklich extrem gruselig. Aber die war so richtig heiß und fein. Hammer. Einfach nur gut. Das Kräutertannenbäumchen hat mir der Hit gedacht, wie es das gemacht hat. So auf der Stängel hat es wirklich ausgesehen wie ein Tannenbäumchen. Wirklich toll. Und die Selleriesuppe war sehr fein. Die Selleriesuppe hat ein bisschen mehr nach Sellerie schmecken. Ich habe sehr gerne Sellerie. Sie hat auch ein bisschen mehr Rosse haben. Also ich hätte jetzt, glaube ich, nur ein bisschen Salz und Pfeffer rein. Das hätte ein bisschen mehr gut haben, aber es war sehr gut und es hat sehr schön ausgesehen, wie sie es aufgetischt hat. Zum Hauptgang macht Anita Herdöpfelgestampf mit Röseli, Köli und Sauerrahm. Das ist jetzt hier drin. In der Pfanne brutzeln die panierten Forellenfilet. Anita hat sich für ein Menü à la Minute entschieden, für das sie ihre Erfahrung aus der Gastronomie anwenden kann. Jeder Handgriff sitzt. Wortlos. Nur am Aschi gibt Anita immer wieder Anweisungen. Sie sind heiß, gell? Nein, sie sind nicht heiß. Also, hü. Aber die Hefe heiß nicht und der Deckel gar nicht. Du musst nur gerade haben. Ja, super. Ja, das geht schon. Das Dauerletz weggeschrägt. 7 Uhr. Nimmst du ein bisschen. Super. Danke vielmals. Einen guten miteinander. Danke vielmals. Das wäre jetzt der Fisch von hier. Fisch. Wer hat das gedacht? Ja, Forelle. Ja, einmal. So fein. Das Forellenfilet, das hatte ich noch nie so gehabt, kein Geröt drin und einfach, das war so zart. Und mit der Tartarsauce zusammen. Also die Tartarsauce war der Hammer. Das habe ich sehr fein gefunden. Die Forelle war extrem knusprig in diesem Paniermantel. Es war fein, aber für mich war es wie so ein bisschen schade. Der Fisch hat man wie nicht mehr so als Fisch geschmeckt. Das Püree war etwas Neues. Herdöpfel und Röseliköl kann ich nicht so zusammen. Heute habe ich Röseliköl gerne. Als Kind hatte ich ihn gar nicht gerne. Von mir aus hätte es auch noch ein bisschen pfiffiger dürfen sein. Und jetzt kommt das Überraschungsdessert. Der Druck, dass alles klappt, liegt jetzt beim Aschi. Wenn Versagen. Du versehst nicht. Sie haben das sehr gut vorbereitet. Die Tests sind in verschiedenen Variationen ausgefallen. Und Überraschungsdessert ist Überraschungsdessert. Oder wie hast du gesagt? Ja, mit Schuss. Ah, mit Schuss eben. Der Schuss ist heißer Eierkirsch. Jetzt nur die Kugeln nicht verdrücken und Aschi nur nicht gesprengt. Ja, so viel Gleitung geht das nicht. Nein, Sie müssen... Du musst sagen, ich komme noch einmal schnell, gell? Ja, ich sage nicht einen guten. Oh. Mega. Sie schluttert. Ja, Danke. So, liebe Landfrauen, jetzt lässt ihr einfach das Werkzeug auf dem Tisch und wartet. Ja. Bis ich wieder komme und dann wartet ihr gerne noch. Gut. Danke. Der Aschi hat seinen Job also echt gut gemacht, aber mit aller Geduld. Ja, also in Bernbiet muss ich schon sagen, so mit der Geschwindigkeit ist es also jetzt nicht wirklich so schnell. Er hat sich Zeit gelassen. Das ist richtig. Hey, so hohl. So. Wie meinst du?
Ich könnte mir vorstellen, dass es wie flambiert, nicht? Ja, genau, so dem Stil. Das habe ich das Gefühl. Könnte das sein. Schwierig, machen. Der Schuss ist immer einwendig. Ja, oder aber drauf Oder zum Anzünden. Anzünden. Jetzt wäre es interessant, wenn wir ein bisschen... Eben darum, so ein bisschen Das heisst richtig. Wir dürfen nicht. Nein, machen wir ja nicht. Ja. Ja. Ruhig, ernst. So etwas Warmes gibt es da. Einfach schön zurücklegen. Also. Hast du Angst? Gut, los. Hast du Angst vor einem Aschi? Das ist die erste. Wie viel Mal hast du geübt, Aschi? Was ist das? Gut, das erste Mal. Oh, schaut mal. Liebe Landfrauen geben keine Garantie, dass wir das Gang herbringen. Oh. Jawohl. Ich wünsche euch einen guten. Danke. Jetzt könnt ihr anfangen. Wow. Hei. Sieht ja mordsmässig aus. Hey, einen guten. Und das Effekt, wo die Soße draufgegangen ist und das geöffnet ist, so die blumenartig, das war der Hammer. Ich habe gemeint, ich komme gerade eine Krise über. Ich dachte, nein, das muss ich jetzt essen. Es ist vor allem zum Anschauen extrem schön, aber eben einfach so überwältigend riesig. Und nachher, als er mit der, ich glaube, es war so eine Milch-Vanillesoße, heiß, kam und das drüber gelegt hat und das dann aufgegangen ist wie eine Blume. Ein Traum, wirklich. Also, das könnte fast nicht perfekter sein. Ciao! Bravo. Wo ist der Stand? Dort vorne. Hä, ist wirklich... Sie alle? Ja. Schön. So, Busch. Ja. In der Küche sind sie erleichtert. Wenn wir noch Kugeln unten durch, ist kein Biskuit. Die Landfrauen müssen sich jetzt noch einmal konzentrieren und das Dessert bewerten. Ich habe ja ein bisschen gelernt, Dessert zu machen, weil ich ja Konditor-Confiseur gelernt habe. Und so eine Schokokugel zu machen, das ist nicht ohne. Also das ist wirklich schwierig. Vor allem musst du die Temperatur haben für Schoki, sonst ist sie grau. Im Kühlschrank darfst du sie auch nicht tun, dann kommt sie auch grau. Also es ist nicht ohne, um die zu machen. Und ich denke, sie hat eine mega Sauerei in der Küche, wo sie das gemacht hat. Aber sie hat es hergekriegt und das staune ich mir. Super. Hey, so gut. Ich habe noch hier noch einen Aprikosenkaffee. Aus mit dem Rücken, gell? Jawohl. Danke. Das ist ja fein. Das ist ein Weiss für Frauen. Ja, das wollte ich jetzt gerade sagen. Frauen? Prost! Das mit dem Fisch bist schon du. Also das. Ein Schlitzohr ist sie. Eine richtige Hex. Und die nächste Woche kocht Conny Hildebrand aus dem Zürcher Ungerland für die Landfrauen.